Hallo miteinander und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Wir sind da immer noch auf dem Weg nach Hochrodgar zu den Graubärt. Weil sie haben, ja, sie haben da Davacin gerufen oder so, oder der Heilige Krieg halt ausgerufen und ich bin gerufen worden. Irgendwie so habe ich es verstanden. Ich muss jetzt ein Team mich melden. Die andere war auch cool beim letzten Schrein. Chillt einfach da im Schnee am Boden so. Ja Mann, ich bin's. Die Menschen siegten. Sie schrien Alduin aus der Welt und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Ja, Logo. Oh shit. Oh ja, das ist auch wieder so einer. Nein, danke, sorry. Ein Schlag und ich verliere gerade ein Viertel Energie und ich mache bei ihm nichts. Pack die Waffen rein, da bin ich ein bisschen schneller. Ich schlage lieber Geissen ab. Der kommt noch. Ich will gerne das Teil noch lesen. Mit brüllenden Zungen erhoben die Kinder des Himmels. Sie gründeten das erste Reich mit Schwert und Stimme und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Jetzt geh weg. Ich kann ein bisschen Ausdauer. Der ist immer noch eingezeichnet. Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Und ich renne davon. Weißt du, so müssen sie da oben irgendetwas aufbauen, wo Eisrollen rumchillen. Ich meine, hallo, ich bin Level 4. 5. Der kommt immer noch, das glaubst du ja nicht. Ah. Da ist der Talos wieder, Talos-Statue. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochrodgar gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Okay, dann ist Dovahkiin einfach das Drachenblut. Egal, wir haben es geschafft, wir sind ja da. Hochrodgar. Die Stimme bedeutet Verehrung. Folge dem inneren Weg. Sprich nur in wahrer Not. Ich habe wahre Not gegen den Eistroll gehabt. Wieso habe ich den Schreiner eingesetzt? Mist. Ah, das sind eben ihre... Ja, das Lani, sorry. Das ist frech, wenn man das jetzt nehmen würde. Und auch wenn sie gerne allein sind, ich gehe jetzt rein. Oh, ich bin schon Stufe 6. Ah, dann hätte ich den Troll schon besiegt. Nein, sie haben mich echt noch schwer gedacht. Hallo. Sieh an, ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ja. Ihr nennt mich Drachenblut. Was bedeutet das? Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Soll die mal anschreien? Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Schreit uns an und gebt uns eine Kostprobe eurer Stimme. Ah, oi. Schreit für uns Drachenblut. Danach haben wir Ja, vielleicht Zeit für ich habe doch nicht gewusst, dass ich euch wirklich muss anschreien muss. Lasst Es war uns Witz die gewesen. Macht eurer Stimme spüren. Ja, ich muss warten. Hast du es nicht gesehen? Fuß!
Drachenblut, ihr seid es. Ja. Wodka. Ich bin Meister Arngeier. Ich Arngeier. spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Ja, ich möchte herausfinden, was es bedeutet. Oder soll ich ihm... Ja, wer bist du? Was ist das für ein Ort? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodka am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Okay. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, das Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Okay. Ich bin nicht das Einzige. Ihr seid nicht das Erste. Okay. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Okay. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Also ich will mal behaupten, es gibt sicher noch andere. Also einmal der König, da wo das Maul zugebunden hat, sicher. Dann gibt es noch so einen Rival. Also ich fände es geil. Ich folge eurem Rufmeister. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodka begrüßen zu dürfen. Gut, sehr Wir schön. werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Gut, ich bin bereit zu lernen. Ah, was ist mein Schicksal? Das müsst ihr selbst herausfinden. Du Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Gut, ich bin bereit zu lernen. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hochrodka. Wir werden unser Möglichstes tun, das müsst ihr selbst herausfinden. Ich bin bereit zu Ihr lernen. habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ja. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Ja. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Ja! Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei unternommen. Tuum? Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn Ja. ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus 3 Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Okay. Meister Einard wird euch nun Ro lehren. Das zweite Wort von unerbittliche Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Okay. Raw. Die anderen sprechen nicht. Ihre Stimmen sind zu mächtig. Ihr könntet sie nicht erkennen. Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Okay, ich will jetzt gerne Nun, so mal... lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Geil. Teil eurer Einführung wird Meister Einard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Hatte ich doch schon. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tuum meistern könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Husro! Sam! Husro! Finde ich geile Idee, dass es so verschiedene Wörter muss sprechen. Echt cool. Gut gemacht. Wieder einmal. Jetzt muss ich da 3-mal warten, willst du mich verarschen?
stell mal einen echten Mensch, ich will schauen, wie es ihn umhaut. Gut gemacht, wieder einmal. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Und vielleicht treffe ich den noch mit. Ah, nein, ich will es nicht provozieren, sorry. Geil. Ich bin Drachenblut. Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Tuum. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Bori? Schau, wenn man Alt drückt, kann man sprinten. Mach mal, Bori. Schau so. Hast du gesehen, wie schnell? So ein Chiller. So ein Chiller. Ja. Innenhof, da bin ich glaube noch nicht gesehen. Söhn. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Was? Das Wult? bedeutet Wirbelwind. Oh. Ja, gib mir das Wort. Ihr müsst das Motiv in euch selbst hören, bündeln könnt. Sug's auf. Ja, Mann. Wirbelwind, Wirbelsprint. Er wird sein Wissen über Wult mit euch teilen. Welcher Meister? Bori? Ja. Jetzt muss das wahrscheinlich der andere nehmen. Wirbelsprint. Der Turm brauchst du noch. Aha, geil. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Ja, darf ich nicht gerade benutzen. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsturm vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Bex. Oh, er geil! Ihr dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwindsprint, bevor es sich wieder schließt. Okay. Los? Bex. Yeah! Brrra! Bra, bra, bra! Warte, ich lade nochmal auf und sprinte zurück. Los! Lad schneller auf. Es macht richtig Spaß, die Fähigkeit. Das ist so... Wham! Es ist erstaunlich, Gell? wie schnell ihr einen neuen Tuum erlernt habt. Ja, ich bin jetzt Drachenblut Bisher for kannte real. ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Was ich da noch in dem Gespräch herausfinde, wie es weitergeht und so, das sehen wir alles im nächsten Part. Mal schauen, vielleicht gibt es ja nochmal eine Fähigkeit, ich glaube es zwar nicht. Aber ich bin sehr motiviert, um weitere Drachen erschlagen und Fähigkeiten ergattern. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Exodus 19, Peace.